Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Oracle of Ages. Wir sind immer noch bei der Corona und letztes Mal, wie ihr vielleicht auf meiner B-Taste da oben gesehen, habe ich noch ein bisschen weiter gespielt, nachdem wir aufgehört haben aufnehmen, weil das einfach zu langwierig war. Aber einer von diesen Preisen war eben ein Boomerang gewesen. Und ich habe gedacht, wieso nehmen wir nicht den Boomerang auch noch mit? Den kann man gut gebrauchen, gibt die scheiß Viecher, die so diagonal sich fliegen und so. Und was willst du? Als mein Opa jung war, führte ich für ein anderes Geschäft. Später erst hat er den Lohnschuss eröffnet. Das ist toll. Das heißt, wir sind in der Gegenwart. Jetzt muss ich einfach schauen, was genau haben wir wollen machen. Da runtergehen. Haben wir jetzt eigentlich, ich muss was schauen. Haben wir jetzt den Schlüssel? Kronschlüssel. Ich glaube nicht, dass es der ist, den wir brauchen. Wir haben das Felsenfilet. Aber wir haben nicht den Schlüssel, den wir brauchen. Das ist schlecht. Ich weiß gar nicht, was wir wollen machen. Let's go. Tauschen. Gehen wir nochmal in die Gegenwart. Schauen nochmal kurz was um. Vielleicht hätte ich mich besser vorbereiten. Aber, ja. Passiert, oder? Ja. Oder ich gehe 30 Mal ins gleiche Portal. Ich sollte jetzt einfach mal irgendwo machen, wo ich nicht einfach reinlaufe. Vielleicht so da. Wahrscheinlich lande ich jetzt irgendwo in einem Stein drin oder so. Hey, nicht einmal. Okay, gehen wir noch mal kurz da rauf. Das muss doch irgendwie gut. Jetzt da vielleicht das Portal. Haha! Die verdammte versteckte Portal. Ist ja nicht normal. Dann gehen wir halt jetzt da in die Vergangenheit. Schauen, was es dort jetzt gewinnen gibt. Und dann schauen wir weiter. Weil scheinbar ist sein Großvater hat auch schon ein Spiel da gehabt. Oh, hey Spiel. Was willst denn du? Doch. Ja. B und A verwechselt. So. Dies ist die Schießbude der Koronen. Unser Spiel war ein Renner in Lühnerdorf. Momentan gibt es Lavasaft als Hauptpreis für besonders gute Spieler. Versuchte es, nur 20 Rubine. Ich bin im Spiel so schlecht. Die Regel wird ich nicht hören, aber egal, probieren wir es. Viel Glück, dankeschön. Oh Gott. Fuck! Zum Glück hat es nicht unter 0. Okay, wir müssen blauen. Ja. Wir haben immer noch 0 Punkte, super. Das sollte jetzt irgendwie 30 oder so gehen. Oder 20, egal. Ach komm schon. Ja, fast. Es ist hure schwer mit dem Schwert richtig zu treffen. Dass man die Richtung und so halt hat. Egal. Jetzt gehen wir mal so gerade rauf. Super. Ich glaube es... what the fuck? Ja, gerade rauf, gerade rauf, gerade rauf. Ja, das ist gut gewesen. 60 Punkte mehr, 120 Punkte. Ah, das geht 100... irgendwas. Nochmal 130. Oh, geil. 250. Komm schon, da mal schaffen wir einen guten Score. Ja. Ein guter Score und so. Ja, nochmal 100 und minus 10, aber da ist egal. Hauptsache 100. Und wie viel gibt es da? Bin ich knapp vorbei am Hauptpreis oder was? Erstaunlich, der Lavasaft gehört dir. Wow, das ist aber schnell gegangen. Ich will aber zuerst wissen, was du anzubieten hast. Sag mal. Berühmt. Das ist dir ein Geschick. Nein, danke. Ich weiß nicht, was du anzubieten hast, aber ich glaube nicht, dass es was Gutes ist. Oder etwas, was ich gerne. Dann würde ich sagen, geben wir mal dort ab. Statt da. Koronenschießbude. Naja. Wollte ich zuerst mal wieder ein paar Arcanum-Kerne. Oder Schießdreck, dass uns die Königin Ambi unseren, ja, dass wir wegen jeder keine Arcanum-Kerne mehr haben. Die hat uns ja alle abgenommen in den vor ein paar Folgen, so 10 Folgen oder so, ist es her. Und ich weiß jetzt gar nicht. Aua.
ist vielleicht nicht ganz so jetzt Kopfdecker. So. Können wir mal schauen, ob wir jetzt einen Schlüssel haben. Ich glaube eben nicht. Kopfdecker. Hör mal auf. Vielleicht hätte ich von der Doppel noch sollen wieder in Zukunft. Oh, da ist ja ein Schloss. Wer wird Lava saufen? Wer wird das Felsenfilet? Das ist jetzt die Frage. Willst du vielleicht was? Sag ich mal was. Ich sehe deine Bestimmung. Koronengeist offenbart mir alles. Meine Güte. Ich sehe dich in ferner Zukunft. Ein hungriger Gorone erhält von dir etwas zu essen. Ja, ja, bla, du bist nicht hungrig, okay. Bist du hungrig? Ich möchte ja nach einer Erfolg hinterlassen, das sind bla bla bla. Ah, Moment. Vase, ja, okay. Ich glaube, der in der Zukunft von, also sein Sohn quasi, oder Enkel, oder Urenkel, oder whatever, der ist der Hungrige. Und wenn wir jetzt hier gehen, können wir ihm selbst viel geben. Haha! Und dann kann ich endlich einen Random Zelda Effekt bringen. Das Effect of the Day oder so ähnlich. Du bist doch sicher. Generationenlang saßen meine Vorfahren genau hier, um den Frieden des Kugelkampfs zu bewahren. Ich kann nicht fort von hier, dabei komme ich fast um vor Hunger. Hast du etwas zu essen für mich? Oh super, ein nahrhaftes Felsenfilet. Bitte, gib mir das Felsenfilet. Du bekommst auch die Koronenvase meiner Vorfahren dafür. Okay. Dankeschön, das ist prima. Hier ist, wie versprochen, etwas für dich. So, jetzt haben wir die Corona-Vase. Man hat uns in... dieses Felsenfilet ist vorzüglich, dankeschön. Bitte, bitte. Und was hat uns sein Vorfahr halt gesagt? Er will eine Vase. Und das heißt, wir geben ihm jetzt die Vase. Hey du, den Kugelkampf zu bewachen, bla bla bla. Ich möchte meinen Nachfahren ein Stück hinterlassen, bla bla bla. Das ihnen Wert des Lebens näher bringt, bla bla bla. Es wäre großartig, bla 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 bla. Wahnsinn! Diese Vase, was für eine tolle Koronenvase. Bitte, gib mir diese Vase. Ich gebe dir etwas Koronade dafür. Koronade? Ist das so ein bisschen wie Limonade, oder was? Dankeschön, das ist prima. Hier ist, wie versprochen, etwas für dich. Sieht's aus? Du hältst Koronade. Schon ein einziger Schluck macht einen wieder putzmunter. Ich werde diese Vase zu schätzen wissen. Okay, das ist gut. Also, mit anderen Worten, haben wir ihm jetzt die Vase gegeben, die sein Sohn uns gegeben hat, damit wir sie ihm geben können. Ja. Das heisst, woher kommt denn die Vase? Also, ich werde jetzt da nicht die Zelda-Logik auf den Kopf stellen, aber wenn wir ihm die Vase geben, wo er seinem Sohn gibt, wo seinem Sohn gibt, wo er seinem Sohn gibt, wo dann uns die Vase gibt, wo wir wieder ihm geben, dann ist die Vase aus dem Nichts entstanden. Der französische Corona hat damit geprahlt, wie er schon ein schönes gefunden hat. Ich bin richtig neidisch geworden. Ah, wenn wir jetzt... vielleicht müssen wir dem Typ jetzt irgendwas geben. Hey du. Willkommen, ich gehöre der allerersten Generation der französischen Tänzer an. Hier ist unser Tanzstil, der Koronentanz. Ist schwer in Mode bei allen trendlosen Koronen. Wahnsinn! Möchtest du tanzen? Nein, der haben wir letztes Mal gemacht. Okay, das ist schön. Also der hätte theoretisch den Schlüssel. Aber willst du, hilf uns mal kurz wieder. Ich sehe deine Bestimmung. Koronengeist offenbar mir alles. Meine Güte. Ich sehe dich in ferner Zukunft. Du gibst deinem müden Koronen ein aufmunterndes Getränk. Ja, super, wenn jetzt, also immerhin wissen wir, dass wir in der Zukunft sind. Und jetzt muss ich noch wissen, wer das der Koron ist. Vielleicht ist er ja da rein. Nope, da ist gar nicht. Okay. Vielleicht da irgendwo. Erstaunlich, ich sehe, wenn irgendwo ein aufmunterndes Getränk gibt. Das ist genau das gleiche. Super. Vielleicht bist du ja müde. Willkommen, ich gehöre der 5. Generation der französischen Tänzer an. Das ist mein Tanz, der Grundtanz. Dann ist die Corona, voll cool. Nein, danke. Niemand von denen ist müde. Wer ist müde? Bist du müde? Nein, du bist auch nicht müde. Du bist glaube ich auch nicht müde, oder? Ja, ich denke sicher an dich, wenn ich was esse. Bist du müde? Hey Bruder, wirst du heute wieder so gut tanzen? Du bist auch nicht müde. Schade.
Gehen wir mal da über. Und da über. Und da über. Und bist du mit? Koronen sind seit jeher für jede Bürger da. Das wird immer so bleiben. Darum viel auch schwer. Wir Koronen verfügen über viele mystische Gegenstände. Wenn du einen erhältst, solltest du ihn gut nehmen. Der da wäre zum Beispiel. Ich weiß, wer da müde ist. Der Typ da oben ist doch müde, nicht? Du bist doch müde, oder? Ja. Mir ist nicht in der Spiele zumute. Bis vor kurzem habe ich Nacht für Nacht durchgearbeitet. Da habe ich einen tollen Preis für dieses Spiel gefunden. Ach ja. Das ist ja Koronade. Ein Schluck davon bringt einen wieder auf die Beine. Gibst du sie mir? Okay. Ich bin wieder hellwach, danke. Nun werde ich meinen Laden öffnen. Wagst du ein Spielchen? Die erste Runde geht aufs Haus. Versuchst du's? Okay. Okay, möchtest du die Regeln hören? Ich denke, ja. Nach Beginn des Spiels musst du den herabfallenden Bomben ausweichen oder sie fortwerfen. Mal sehen, wie lange du durchhältst. Ein toller Preis wartet auf dich, wenn du durchhältst. Doch schon beim ersten Treffer hast du verloren. Alles klar? Ja. Gib das hier zu gewinnen. Der Schlüssel! Oh Gott, danke. Bist du soweit? Okay, kannst du was Pause drücken und wir brauchen Sturmsamen und wir brauchen ein bisschen das Ding da. Hau ab. Das ist so eine scheiß Aufgabe. Ich hasse die. Die habe ich schon immer. Boah, die habe ich schon immer gehasst. Nein, 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 nein. Hau ab, 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 hau ab. Nein, nein, nein! Ah! Nein, nein, nein! Oh Gott, wir haben es geschafft! Oh Gott! Beachtlich! Oh Gott, das ist so knapp gewesen. Erstaunlich! Hier, das ist dein Preis. Dö, 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 dö. Das ist der alte Nixon-Schlüssel. Probierst du es noch einmal für 10 Rubine? Nein, ich will mein Glück nicht herausfordern, um ehrlich zu sein. Nein? Egal, du bist jederzeit willkommen. Wenn nicht einmal was müssen zahlen, so geil. Ich suche Muntermacht, gezeichnet, Betreiber des Bombenspaß. Ja, das haben wir jetzt gemacht. Wo sind wir jetzt da? Ah, jetzt sind wir da. Also wir gehen einfach wieder runter, weil runter ist da, wo wir sowieso müssen. Aber... Und... Oder? Vielleicht habe ich jetzt nicht irgendwas Falsches gemacht. Okay, da kommen wir nicht weiter. Ja, hoi du schöne Fee und so. Wir gehen jetzt nur noch bis zu... Aua, aua. Also wir gehen jetzt mal runter. Bitte sagt, dass das richtige runter ist. Sieht nach dem richtigen runter aus. Nein, es ist falsch runter. Fuck! So ein Shit. Ja. So. Okay, wir gehen wieder in die Vergangenheit. Irgendwie hätte ich vielleicht einfach so den normalen Weg zu. Das wäre so viel einfacher gewesen. Naja. Wenn das jetzt noch lang dauert, dann... Was willst denn du wieder mit einer scheiß Hafen? Hör mal auf. Ja, ja. Ich will irgendwas, wo kein Schaden anrichtet. Nein, eigentlich will ich die Feder. Eigentlich will ich die Feder. Krass, Federn sind cool. Okay, wir können da rein. Also der übliche Weg. Weil es gibt so viele Wege, die zu der komischen Höhle würden führen. Aber wir nehmen genau den Weg, der am weitesten Weg führt. Weißt du also? Oder vielleicht kann ich. Zuerst mal muss ich wieder raus. Wir haben doch Sturmsamen. Und dann machen die Sturmsamen so cool. Sie bringen einen zu einem Baum. Was hat es für Bäume? Es hat einen Arcanum-Samen Baum. Yes, Mann. Das ist schon mal in die Zukunft. Und dann Sturmsamen. Und dann, BAM, sind wir schon fast bei der Höhle. Das ist doch cool. Und es ist ein Plan. Anstatt planlos in die Gegend laufen. Zuerst mal Pause drücken. Und das will ich eigentlich nicht. Ich will das Saatenbeutel. Und dann so. Ah, das funktioniert wieder nicht. Genau. So.
Und mir gönnt. Zum... Keine Ahnung. Kern. Baum. Ist ja in der Vergangenheit. Habe ich mich jetzt so täuscht? Okay, probieren wir es nochmal. Ja. Dankeschön. Scheint so. Okay. Egal. Dafür sind wir jetzt da. Machen runter und... Pam. Voll ins Monster rein. So lobe ich mir das. Aua. Genau bevor der Dungeon kommt, noch ein bisschen Schaden nehmen. Das ist können. So. Und ich würde sagen, das nächste Mal gehen wir in den Dungeon rein und nehmen ihn so richtig auseinander. Und bis dann, man sieht sich. Tschüss.